Willkommen im Jahr 1450. Eine Zeit, in der dein Kontostand direkt an der Länge deiner Schuhspitzen gemessen wurde. Darf ich vorstellen? Graf Godefroy von Kent, ein Mann von Welt, mit einem Wams aus feinstem Burgundersamt und, ja, diesen unsäglichen Schnabelschuhen. Über 1,5 Meter Leder ragt er vor seinen Zehen ins Leere. Ein modisches Statement? Sicher. Eine biologische Stolperfalle? Absolut. Stell dir vor, du willst beim prunkvollen Hofball eine gute Figur machen, aber deine Füße haben ihre eigene Postleitzahl. Godefroy denkt, er hat den Swing im Blut, doch die Schwerkraft wartet schon am Buffet. Aura S, was meinst du? Schafft er die Kurve? Oder gibt's heute Forelle aufs Parkett? Musik ab für den Gleitflug von Burgund. Burgund 1450 und reich und rund, mein Wams spannt, teurer Samt, fast verdammt. Die Schuhen Schnäbel lang wie Säbel, mein Status klar. Godefroy, der Graf von Kent, der seine eigenen Füße nicht kennt. Ein Schritt, ein Schwung, ein stolzer Plan. Der dicke Graf fängt zu rollen an. Godefroy, der Graf von Kent, der seine eigenen Füße nicht kennt. Ein Schritt, ein Schwung, ein stolzer Plan. Der dicke Graf fängt zu rollen an. Die Komtesse, Blickkontakt, alles Takt. Tanzfläche gewachs glatt, er hat satt. Die Kette reißt, Silber bricht, Licht aus, Sicht weg. Der Schuh klappt um ein Dumm-Dumm, da liegt er nun. Godefroy, der Graf von Kent, der seine eigenen Füße nicht kennt.